Tak, no. Może włączyć. Daisy, zeig mal mir, was kannst du Geschicktes mit diesem Ding anstellen? Skóra potem szaleje, nie? Ale gdzieś się po baterii rozstać, wiesz? Masz baterii? Zmieniliśmy już, ale a to czemu takie słabe są? Ale tu są wioski gdzieś, ale to oryginalne czemu takie słabe? No to jest najzwyklejsze, jakie się wkłada. Ale 100 razy nie siadło, to zdjęcia może robić tu, ale filmujesz to szybko. Unsere Daisy, die ist natürlich ein Profi, die macht einen schönen Weitwurf von da hinten, hab ich gedacht. War das der Donner, ne? Das passt ja mal gar nicht. Komm, schnapp dir doch mal den Ball, schwimmst ein bisschen weiter raus. In der Zwischenzeit spielt die Daisy mit ihrem Ball rum. So, wer versucht von euch jetzt eine schicke Abgabe? Donner, das sieht besser aus. Sind drei. Komm, versuch mal einen zielgenauen Druck auf das blau-weiße Benzin. Das schaffst du. Ja? Pass auf. Nie nagrałem jak ten start odrzuca, ale nagrałem ten przewrót. Alle Augen sind jetzt auf Donner gerichtet. Bitte. Gib dir Mühe, das ist nicht so schwer. Ja. Delfinen einen Seilsprung geübt. Sie werden sich jetzt bestimmt fragen, warum muss man denn das Springen mit den Delfinen überhaupt üben? Delfine, die können doch super toll springen. Sie alle haben bestimmt im Fernsehen Bilder gesehen, wie Delfine in der Wildbahn in Netzen ertrinken und haben sich dann gefragt, warum springen die Tiere nicht einfach aus diesen Netzen raus? Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Ein Delfin in der Wildbahn springt über nichts rüber, was er nicht kennt. Versucht über nach unten abzutauchen, verheddert sich dann natürlich in den Netzen und ertrinken kann. Unsere Delfine mussten dieses Seil hier erst einmal kennenlernen. Die Tiere haben mit dem Ding rumgespielt und haben dann erstmal gelernt, von unter Wasser über dieses Seil zu schwimmen. Haben auf diese Art und Weise ihre Show verloren. Ja? Die Donner bringt das Seil rüber auf die andere Seite. Da vorne taucht es auf. Na klasse. Jetzt spannt man das Ganze noch so ein bisschen. Ja, und Sie werden sehen, die erste Höhe ist hier für uns nicht wirklich spektakulär. Aber genau so hängen in der Wildbahn die Netze an der Wasseroberfläche. Zehntausende von Delfinen und Kleinwalen sterben jährlich, weil sie sich einfach nicht trauen, über diese Netze zu springen. Ja? Sie ahnen es, für unsere Tiere ist dieser Sprung ein Klacks, sozusagen ein müder Hüpfer. Ja? Achtung, da sind wir, alle drei zusammen. Da sind wir. Ja. An dem sehr zurückhaltenden Applaus merken wir jedes Mal erneut. Das heißt hier keinen vom Hocker. Ja? In der Wildbahn könnte das Tauchen von den Fäden das Leben retten. Hier müssen wir ein bisschen mehr machen. Wir haben in unseren Delfinen weiter geübt. Wir legen ein kleines Spitzelchen an die Höhe drauf. So werden Sie die Tiere fliegen. Da będzie plus. Dazu hängen wir zunächst einmal für unsere Donner einen Hochball auf. Ja? Das ist ein Wir brauchen nur noch den Posten der Delfin. Die Donner ist auch schon da. Magst du das zeigen? Nie będzie pływać. Und die kleine Donner fliegt über die Donner. Das Ganze machen wir nochmal, nur andersrum. Ja? Und das übernimmt die Daisy. Die Daisy springt jetzt vorwärts aus dem Wasser, dreht sich dann in der Luft und berührt den Ball mit der Flügel. Uderzy w piłkę ogonem. Uderzy w tą piłkę ogonem.
mal ein bisschen abgebremst. Mensch, Mädel, das ist perfekt. Schick aus. Toll, right. Und du gibst mir jetzt erstmal eine Hand, kommst raus auf meine Seite, schwupp, und für dich gibt es einen riesen dicken Applaus. Das Buch kommt aus dem Wasser, zack, und du sagst mir mal deinen Namen. Jason. Ja, Jason, wie alt bist du? 7. Kannst du schwimmen? Ja, und dann ziehst du dann eine komische Jacke an. Zur Sicherheit, ne? Ja? Mit so einer schicken modischen Jacke, da kann jeder schwimmen. Da kann gar nichts passieren. Guck mal, die finden auch mal den Delfin hier. Ne? Den finden auch. Möchtest du uns den Delfin einmal Hallo sagen? Weißt du, wie man einem Delfin Hallo sagt? Nö, das erkläre ich dir. Ganz leicht. Du stellst dich da vorne hin, nimmst aber die Hände aus der Tasche, so nach vorne. Ich zähle bis 3. Bei 3 springst du Kopf über der Leine. Und rufst unter Wasser, so laut wie du nur kannst. Okay? Bei 3. 1. Und 2. Und 3. Möchtest du nicht springen? Warum nicht? Traust du dich alleine? Wir springen zusammen. Komm, geil, ja? Ja. Das war nur Spaß, ne? Wir springen nur ganz geil, ne? Was hältst du davon, wenn du der Dolly einen Fisch gibst? Das ist besser, ne? Komm her. Ich suche dir einen wunderhübschen Fisch aus. Die haben wir ganz toll. Ist der gut? Was ist das für ein Fisch? Das weißt du nicht, ne? Kinder von heute, die kennen Hering nur noch mit Tomatensauce eingelegt, ja? Das ist ein echter Hering. Den hältst du am Schwanzende, diese Seite fest. Hältst die Hand dazu rüber und dann kommt die Dolly hoch und holt sich den aus der Hand ab. Die Dolly, die macht das jetzt noch nicht ganz so lange, ja? Aber die weiß schon so ziemlich genau, wo der Fisch aufhört und die Finger aufhört. Okay? Bevor du den Kopf hast, riech mal da dran. Und? Lecker, ne? Ja, oder riecht das? Riecht das nach Gummibärchen? Oder riecht das? Nach Fisch, na klar. So, näher rangehen, andere abbringen und halt schön fest. Lass dich los, halt fest. Zack, das hast du. Genau. Riech mal an deiner Hand, wonach riecht die? Fisch. Was macht man, wenn man Finger nach Fisch riecht? Abwaschen. Und mit dem Delfinarium. Weißt du, wie wir das machen? Hände ausstrecken. Alle beide. Feste aneinander und dann einfach immer alles an der Wurzel abschneiden. Sogar kann man das zu Hause auch noch ein bisschen fertig. Richtig auf die Matte. Machst du bequem. Du darfst nämlich jetzt mal einen Delfin streicheln auf den Kopf und dann kannst du uns allen erzählen, wie sich ein Delfin anfühlt. Möchtest du das mal machen? Ja, guck mal. Die kommt schön raus und dann streichelt die mal auf den Kopf. Nie süß nicht. Das ist die Dolly, die Daisy kommt auch auf den Streicheln. Die Donna. Und wie fühlt sich das an? Ein Delfin? Komisch. Sind die glatt oder sind die glitschig? Glitschig auch ein bisschen? Schreib mal die Hand einfach. Ich zeige dir mal nur so zum Vergleich etwas Glitschiges für man Tintenfisch. Ja, glitschig. Sind so glitschig Delfine? Nein, ne? Tintenfische, absolut eklig, glitschig, Delfine. Überhaupt nicht, ne? Was machen wir mit der glitschigen Hand? Ręce ogacie, nie? Sind Delfine so glitschig wie Tintenfische? Nein, Fische, Tintenfische, die haben einen Stein, ein Kopf, das ist richtig glitschig. Delfine haben das nicht. Und was Kinder sagen, an Delfine fühlen sich an oder Plastik, die sind ganz, ganz glatt und nass. Ne? Aber was haben die da auf dem Kopf? Was ist denn das für ein Loch? Das ist die Nase. Ne? Wo haben die Menschen die Nase? Im Gesicht gerade. Delfine haben die Nase oben auf dem Kopf. Die heißt Nasloch, damit atmen die ein und aus. Delfine können überhaupt gar nicht mit dem Maul schwimmen. Das Maul, das ist bei den Delfinen wirklich nur zum Fressen da und das Nasloch zum Ein- und zum Ausatmen. Ja? Und aus dem Nasloch, dann kommen bei den Delfinen auch die Laufenfleisch, die schon schön raus.
Delfine haben gar keine Stimmbilder. Delfine fliegen Öl als Blasloch. Willst du das mal hören? Ja? Mach mal vor. Ja. Super.